Marius, wir anfangen mit dem Singen, erste Leute Nummer 27. Nummer 27. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruhe. Heilig, heilig, heilig so. Heilig, Herr Gott Zebaoth. Heilig, Herr der Himmelsherre. Starker Helfer in der Not. Himmel, Erde, Luft und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm. Alles ist dein Eigentum. Auf dem ganzen Erdenkreis loben große dich und kleine, dir Gott Vater, dir zum Preis. Singt die heilige Gemeinde, sie singt Lob auf seinem Thron, deinem eingeborenen Sohn. Nächste Nummer 43. Nummer 43. Von allen Himmeln tönt dir, Herr, ein froher Lobgesang. Zu dir anbetungswürdige, steigt auf der Menschen Dank. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob und Preis. Schon hier auf Erden in dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. Dich preisen ist uns Seligkeit, dir danken hohe Lust. Schon hier fühlt wer sich deiner Freud, den Himmel in der Brust. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob und Preis. Schon hier auf Erden in dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. So soll dein Lob denn alle Zeit in unserem Munde sein und dankbar deiner Gütigkeit stets unser Herz sich freut. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob und Preis. Schon hier auf Erden in dieser Zeit
alle Ewigkeit. Eins singen wir in höherem Ton, dir unser Seele Dank, und dann erschallt an deinem Thron ein besserer Lobgesang. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob, Ehr und Preis, schon hier auf Erden in dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. Nächste Leute, Nummer 197. Nummer 197. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl. Satan mir nachstellt und bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht, ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Die Last meiner Sünden trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Stab, meine Seele lobpreiset den Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Nun lebe ich in Christo, für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Frieden und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Und der Friede Gottes, welcher Herr ist in alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. So, alle herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst von der Morgens hier. Jeder einer, wie gekommen ist. Mocht er genannt sein, der Friede Gottes in uns regieren macht, das ist Stunde, dass wir können einfach unsere Gedanken himmlisch lenken. Kommen wir zum Bulletin, zu der Bekanntmerkung. Ich muss über die Einleitung steht Minum für eine Predigt von Abraham Giesbrecht. En van der was predigt in Gere Paas van Kloos bij Rampel. En van der was Jungschaftstunde, klok 7 uur. En maandag als dienersitz, klok 7 uur. En daarna Bibel- en Gebetstunde, klok 7 uur. En vrijdag Jugendstunde, klok 7 uur. En zijn zo ons tof ongerecht, 7:30 uur. En zondag steht Predigt, das ist ein Fehler, das soll La Esperanza sein, sondern das ist ein San Jose gemeint, das ist nicht Valle Esperanza gemeint. Das ist ein Fehler geworden. So, von Abraham Giesbrecht,
voor zondag door San Jose predigt brengen. En am 23. Dezember als Weihnachtsfest geplant. Ik weet nog wel zijn tijd, so we hebben door last half van Montag, we moeten merken Leute vrij irgendwo biedrehen. Und wir können wieder voll das Weihnachtsfest haben. En er is nog een van de diakonen gewenst, wat hier niet aan bulletin is. Zij willen dat de koos we allemaal door wel vrijwillig met bemoeiing aanleihen zondag voor een stinkje kleine jong, wat af een operation jaar aan de uren. We allemaal last hebben, kon vrijwillig met bemoeiing tot een zondag in de koos leiden en een beetje te check houden voor de dokterie, dat is een dierendokterie. En kunnen vielleicht ein bisschen zu check halten mit Geld. Sonntag mit Bemoeitung in der Kostlei. Und anstatt ein Medwerk singen bei GD Pass von Gruppe 2 und Sonntag Nummer einen Einsatz organisieren, so kann es nur, dass wir einen Einsatz merken wollen in den Kolonien. Ich bin nur dann noch Weihnachten. So, wir Sonntag nach Klobe Konti, wo eine Stunde kriegen. Maar we hebben de last ook een einsatz te merken in de Kolonien te voeren, zo wordt zondagmiddag georganiseerd worden. En daarna staat de nieuwe Bibelschulkurs, vangt aan, we hebben de last wel, bitte dat je het malen. En dan de een staat nog eenmaal voor GD Pass, als met veel napgekomen wat niet met een ander is, maar einmal Hans, wie zondag wordt, als wat ik geluisterd heb, wil verbeteren, en staat dat de Dingsachen Medwerk worden klassen zijn bij GD Pass van Frans Pana Mexico te 7:30 avonds. KS presidiet nach wat bekend met. Okay, und ich werde noch abstunden zum Beten mit Pausen essen. Allmächtiger Himmlischer Vater, wir danken dir für das schöne Sommerins. Wir danken dir, dass du uns noch abgewirkt hast, dass wir hier zum Gottesdienst kommen. Herr, wir wollen dich auch anladen, dort mit deinem Geist, die uns müssen jedem einfallen, wir dann abgehen haben, zu reden, zu singen, was immer du erst hast, so mit der Sonntagsschule, dass alles kann dort dienen, dass du verherrlicht wirst und dass wir ein Segen davon kriegen, Herr. Ohne die können wir nur staunen und wir wollen dort mit dir taub, Herr, so auch für jeder Tauhierer, wer gekommen ist, dass uns das alle macht, eine Wirkung sein, durch dein Wort, was immer du weißt, was wir lernen sollen, auch was aufmerksam hören, auch fallen, musst du dort Genug schenken, das im Arsch, in dem Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Singen wir noch Nummer 126. Nummer 126. Komm zu dem Heiland, komme noch heut, folgt seinem Wort, jetzt ist es noch Zeit. Er ist uns nah zum Segnen bereit und ruft so freundlich, komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Jesus, sieh her, ich komm. Wir versuchen ein bisschen leer. Komm zu dem Komm, o mein Kind, und höre sein Wort. Gib ihm dein Herz und folg ihm sofort. Er ist ein sicherer, ewiger Hort. Drum mach dich auf und komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Jesus, sieh her,
nimmt dich an. O, fühlst du ihn nicht jetzt dir schon an? Mit Lieb und Gnad will dich umfahren. Komm nur, o Sünder, komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Jesus, sieh her, ich komm. Ja, ich höre einen korten Text, was wir lesen wollen zu der Einleitung. Ich muss ein paar Gedanken zurücknehmen in Jesaja 54. Jesaja 54, von 6 bis 13 einmal das durchlesen. Jesaja sucht dem Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihm an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinen Wegen und der Übeltäter seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich sein erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist, denn die Erde, so sind auch meine Wege höher, denn eure Wege und meine Gedanken, denn eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kommt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und wachsend, dass sie gibt Samen zu sehen und Brot zu essen. Also soll das Wort, so aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir gefällt, und soll ihm gelingen, dazu ich sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und mit Freuden geleitet werden. Berge und Hiel sollen vor euch her frohlocken mit Rühmen aller Bäume auf dem Felde, mit den Händen klatschen. Es sollen Tannen für Hecken wachsen und Myrten für Dornen, und dem Herrn soll ein Name und ewiges Zeichen sein, das nicht ausgerottet werde. So wie weiter in Jesaja steht viel über Israel geschrieben, wo der Herr sich über Israel erbarmen deed. Gott schenke sein Sehen Jesus Christus, sein das erste Weltevangelist kann sein, was Jesus Christus ist. Und hier dat hij eine Warnung schenken, eine Ermutigung kann sein, mit Gott zu segnen. Wie weit in Israel wird ganz verirrt. Und Gott hat sich Israel erwählt, durch ihnen Sehen raufzuschicken, zu wiesen, am Fleisch zu werden und zu wiesen, dass er sich erbarmen deed über an. Dass er eine Radung anbieten deed. Das sind nicht mal so einen falschen Gott dienen. Dass sie wirklich den lebenden Gott dienen sollen. Und er sagt, er will ein ewiges Bund schließen mit ihnen. Und hier sagt er nu, suchet dem Herrn, so ich dachte in unserer Zeit von der, wo sägen wir dem Herrn? Ich sage, wir sollen den Herrn segnen. Weil er sagt, sein Wort wird nicht ohne Wirken bleiben. Gott hat gesagt, und wir sehen dort von der und da, wenn wir wählen, wenn wir kicken, und wir glauben, dass Gott, ja, wir sehen immer noch, dass Gottes Wort wirkt immer noch. Das ist noch nicht, hat noch nicht ausgewirkt. Sondern hier sagt er, wir sollen dem Herrn segnen, solange er zu finden ist, und sollen ihm auch anrufen, solange er dich bei ist. So, dann fragen wir uns vielleicht, na ja, wo ist er? Wir können auch nicht sein, wir können auch nicht antworten, was immer, wo ist er? In Psalm 108, Vers 5, da steht ein Vers, dann sagt dann, deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. So, und du ist Gott allerweg. So, dann darf ich nicht lange fragen, wo ist er, wo können wir das tun?
Okay, wanneer sagt, wir sollen Gott segnen. Wat ligt erbij? Waarom zullen we am segnen? Waarom zullen we met am zijn? Wie worden verder zijn? Nee, we zijn ja. Jeder Mensch ist von Gott erschaffen. Und wir sagen, wo danach Gott segnen. Und wenn er alleweil ist, wo der wir am danach segnen. Wo können wir am segnen, dass wir am fingen. Dat ligt dort aan dat we, wanneer we den sehen, weil wir von Gott zu sein, dass, wenn wir worden am segnen, er wird segnen. Da wird Vergebung sein. Wenn wir Gott segnen, das heißt so viel, dass wir Gott segne uns den Rein von den Sinn wegdrehen. Dann segnen wir Gott. Solange wir mit uns Fleisch uitleven en de Sinn hinterhergehen, dann segnet man nicht Gott. Das erste, was er jetzt hier immer sagen will, wir sollen am segnen, das heißt, von der Sinn weg. Und dann, wo wir mit Gott gehen, wenn er sagt, wir haben es genug, wir haben es Vergebung, dann sagt der Gottlose, die sollen mal alles aufluten, die sollen sich bekehren zu dem Herrn. Ich weiß, das Volk Israel hat sehr viele Aufgaben, hat so viele auf verschiedenes. Und ich denke, wo viel wird von der nach das selbst getan. Gott hat sein Porto zu tun. Nu steht es und lichtet an meine und deine Entscheidung, sägt wir am immer nach, oder haben wir einmal gefangen, oder dein wir am, wo ist es, druck wir am nach einmal an, weit wie gleich wie dort, dass er einmal nach zu fangen ist, dass er einmal nach du ist, oder wo steht es mit uns? Sagt der Gottlose, lasse von seinen Wegen und der Übeltäter seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. Was wird dann passieren? Wenn er sich zu den Herrn bekehren wird, dann sagt er, so wird er sich sein Erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. So, dann wird Gott sich erbarmen. Dann haben wir Gott gefunden. Ich weiß ja, Menschen, vielleicht viele haben so eine Belebnisse, vielleicht wie sicher, ab einer Anrechte steht. Ab einer ganz Anrechte steht, wird Gott für uns gesagt und wird ihm nicht gefunden. Weil wir wollen in uns Fleisch leben, nur gehen, was ans Fleisch jankert, und dann haben wir das Gefühl, Gott hört uns nicht, Gott ist nicht mehr da. So, das hat mit uns nicht zu tun. Und der Vater, der hinterher sagt, achter, wenn er sagt, dass seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege sind nicht unsere Wege. Und so viel Hecher aus dem Himmel von der Erde, so viel Hecher sind seine Gedanken, seine Wege sind Gott aus uns. Und ich habe verstanden, wer kann dort meten? Von der Erde bis zum Himmel, wer kann dort meten? Wir können das nicht so einfach meten, weil ich das überhaupt meten kann. Aber da werden wir sagen, wie viel Hecher Gott ist mit seinen Gedanken aus, was wir sind. So wie uns Menschen, wir können einfach nicht Gott einfach mit uns Menschen gleichstellen und Gott so beurteilen, als wie Menschen beurteilen. Wenn vielmals habe ich vielleicht den Eindruck, ich habe mal gehört von Zeugnissen so wieder, dass Menschen haben jetzt so einen Eindruck von Gott als von ihrem leiblichen Futter. Wenn er ein solcher Dollar ist, dann haben sie feststellen, Gott ist ein solcher Dollar, solcher wird, ja, Junge. Er ist ein sehr liebender, dann haben sie feststellen, Gott ist ein sehr liebender Gott. Wir Menschen tun vielmals Gott in die Gleichstelle so beurteilen, als wie Menschen sind. Aber hier sage ich, das ist ganz, ganz anders. Ich glaube, wenn wir dort wirklich begreifen können, wo Gott wirklich ist, wie viel Hecher seine Gedanken sind, seine Wege sind, aus unseren Wegen sind, da müssen wir staunen. Und müssen wir verschämt sein, wo haben wir uns vielmals Dinge vorgestellt, wo Gott more ist. Seine Gedanken übertrifft alles. Das übertrifft alle menschliche Weisheit, Kraft, was die Menschen von der und da ansaten, um sich zu bewähren, zu beherrschen, zu bekämpfen, was immer das gibt. Bleiben Menschen all sehr viel zu kennen, ich kenne auch. Aber Gottes Kraft übertrifft dort noch alle. Gott ist eine keine Sache, dort in seine Hände zu nehmen.
Zoals hij den Regen gaf, dus der Regen en Schnee van Himmel fallen dat. Dat bewirkt. Wofür bewirkt das nicht? Wir sind hier sind ganz abhängig von dem Regen. Wenn es nicht regnet, was tun wir? Ich habe nicht ansehen. Weil wenn ich ansehen kann, darf es nicht so zum frisch ansehen. Ans Brot wird alle. Und Gott kümmert sich darum. Und er will auch, dass wir, dass irgendwie auch so fruchtbar sind, das will er von Israel, da will er auch, dass sie wirklich mal sagen, dass das ein Leben ja Gott ist, dass er mit dort soll das wiedergehen. Und das ist für uns von der und Tag nach einmal eine ganz Lehre für uns Leben, wird Gott sehen durchkriegt in Israel, Geburtenleid, und durch alles passiert. Und das hat auch nicht bis für die durchgekommen, für Juden, für Griechen, für allem ist er gekommen. Sondern hier sagt er, dass dort wird fruchtbar sein, und die Frucht, die ist von der und Tag nach durch, und er will auch, dass er die Frucht bringen. Dat het woord Gottes in ons zo onkeerde wordt, zoals de regen en de erde. Dat is wie vormen zij met bekend. Wanneer het niet regent, wanneer het dreig is en het dreig eert, zijn we niet aan. Dat doen we niet aan. Wie weten, dat brengt niet vrucht. Dat wordt niet springen. We luren op de regen. We brokken den regen, omdat we wiederkomen, omdat we ook te eten hebben, dat we wat krijgen. Ja? En dan zei hij, zo zal het woord Gottes ook zijn. Al de Vers zegt, also zal het woord zoals mijn Munde juist ook zijn. Zal nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir gefällt, und soll ihm gelingen, dazu ich sende. So Gott sein Wort wird nicht leidig zurückkommen. Das bewirkt, das hat viele bewirkt, und laut wir uns auch von dort bewirken. Laut wir uns auch von das Wort Gottes anreden. Gleich wie dort, kann wir auch noch sein, dass das Wort Gottes wahrhaftig ist. Und er sagt, die ganze Natur, die wird auch antworten, so wird die Natur als ganz Gott sein. Wie sagen das auch? Unsere Natur, die wird auch an, wo Gott sich über uns erbarmt. Wir müssen ein Beispiel nehmen, wenn es sehr dreig ist, dann sehen wir, dass es unsere Augen sieht auch traurig aus, ja, wenn alles so dreig ist. Wo das uns dort, wenn ein schöner Regen kommt, und die ganze Natur fängt so an zu blähen, so an grün zu werden, was ist das in uns? Uns gefällt das anzukicken. Uns ist das Geschmack. Und wir sind durch eine ganze Gewalt Gottes bin. So welche soll es auch in mir und die wirken, das Wort Gottes, wenn wir das annehmen, dass das einfach wird in uns wirken. Also hier seht ihr, das Wort, die Natur wird es auch sein, die Natur wird es auch annehmen, wenn die Menschen dort annehmen dürfen. Und Gott ist der Schöpfer über alles. Und Gott hat uns so wunderbar gemerkt, und sein Ebenbild sagt er, und dass wir mitdenken sollen, mit leben können, mitdenken können, wo groß, was er für uns getan hat. Er sagt, der wird Gott segnen worden, der wird mit Frieden leben können, der wird mit Frieden leben können, also hier in der Natur anwiesen das. Maar ik wil voor ons zeggen dat we worden met vrede leven kunnen, we worden met vrede van hem door zijn, we worden het zijn. Hij zegt hier, de boom en alles dat wordt verlaken, en zegt einfach, de boom die wordt met de heen klotschen, zo'n vrede wordt het geven, wanneer Israël wordt erleist worden, is erleist zijn. Zo wil hij ook dat we erleisten ons vrij kunnen, dat de Herr ons gnädig geweest is, dat hij met ons werkelijk is. Und dort möchte ich auch in jedem einen von uns merken, wo denkt wir haben. Wir können so viele Beispiele im Wort Gottes nehmen, wo da gleich passt, auch in viele Hinsichten haben, unsere Arbeiten, womit wir uns Brot verdienen, womit wir arbeiten, wie uns meiste von uns so hier vorne sind. Wir sind dort, wo Gott sich erbarmt. Gott darf bloß den Regen tragen, dann sind wir sehr lumgeleicht. Und so erbarmt Gott sich über mich und über die und über uns alle, in alle Hinsichten haben. Und so erbarmt sich mit seinem Wort. Wir stellen uns mal vor, wenn wir das Wort Gottes nicht würden kennen und uns haben, wenn wir würden verfolgt worden, uns würde das Wort Gottes wahrgenommen worden, uns würde verfolgt worden, wenn wir würden taub kommen, würden taub sein und uns würde verjagt worden, wir würden uns dort gehen.
dann würden wir uns diese Zeit wünschen, was wir nicht haben. Waar we moeten vrij kunnen ons uittuigen. Ja? Waar we moeten vrij kunnen wanneer het woord Gottes komt. Vrij kunnen zum Gottesdienst voeren. Maar genießen wir die tijd wat we hebben. Genießen wir wirklich die tijd worin wir leben doen. Dann ein paar Verse zum Schluss in Psalm 37. Hier sagt 37, Vers 4 und 5. Sagt es, habe deine Lust an dem Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, wird es wohl machen. So woran sind unsere Lasten? Was ist uns erstes Streben? Hier sagt es, wir sollen die Last an dem Herrn haben und der wird uns geben, was uns wünscht. Wenn wir selbst bis unsere Wünsche nur gehen, da wollen wir das wohl nicht kriegen, oder wir wollen viele Wünsche haben und wir wollen die Wünsche nicht verlieren. Wir wollen immer Wünsche bleiben. Aber ich sage, wenn wir den Herrn wollen Last und Arm haben, er wird uns geben, was uns Gott wünscht, und dann sollen wir uns Arm anbefehlen. Unsere Wege, was wir gehen, den Herrn anbefehlen, er wird alles gut machen. So, das habe ich gesehen in Jesaja gelesen, ganz klar, dass Gott sein wunderbarer Weg. Wir haben Gott so ein wunderbarer Weg. Wir sind für mich und für diesen wunderbarer Weg, und wir sind ein einfacher Weg, wo wir Menschen können erlöst werden, wo wir können erlöst sein von der Gefangenschaft. So wunderbar hat Gott es getan, und das ist immer noch gültig. Und nu will er auch haben, dass wir die Last und Arm sollen haben, dass er uns dort was geben hat, was uns fehlen hat, und dass wir uns Arm worden anbefehlen, dass er wird das alles gut machen. Das kann ich ganz getrost absagen. Wir wissen nicht Israel, dass sie erlösen, sie werden erlöst. Und sind aber immer noch viele, die das nicht glauben, die du kriegst wohnen. Das ist immer noch so. Es sind noch uns viele, die das nicht glauben, die das nicht annehmen können. So ist es rundum in der Welt immer noch viele. Aber Gott sein Wort wird nicht leidig zurückkommen. Das bleibt in Wirken. Und das wird auch in Wirken bleiben. Das habe ich ganz getrost absagen. So muss Gott sein Wort wieder segnen. Amen. Singen wir noch Nummer 193. Herr, mein Leben, es sei dein, lass dir's ganz geheilig sein. Nimm dir hin all meine Zeit, dir sei sie zum Preis geweiht, dir sei sie zum Preis geweiht. Nimm die Augen, dass sie nur schauen auf deine Gnade Spur. Nimm die Ohren, dass sie fein hören auf dein Wort allein, hören auf dein Wort allein. Nimm die Hände, dass sie sich regen nur in Lieb für dich. Nimm die Füße, dass sie schön auf dem schmalen Pfade gehen, auf dem schmalen Pfade gehen. Nimm den Wellen, er ist dein, und nicht länger mehr noch mein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weih es dir zu deinem Thron, weih es dir zu deinem Thron. Nimm nur, was ich wünsch und lieb,
ich geb's dir aus freiem Trieb. Nimm mich selbst, oh lass mich sein, völlig einzig ewig dein, völlig einzig ewig dein. Ich wünsche auch, dass der Friede Gottes macht euch ansehen und dass Gott von der im Wort zu uns reden. Ich habe mich von der ein Thema gewählt, war zu reden von der Offenbarung, von einem Sendschreiben, wo Gott, der ich Johannes Luden abschrieben für eine Gemeinde. Und das Sendschreiben wird von der wohl durchnehmen, das erste Sendschreiben an eine Gemeinde in Pergamon. Das hat der Apostel Johannes, oder der Jünger Johannes abgeschrieben, ungefähr 490 nu Christus. Hat er ungefähr dort abgeschrieben, Johannes, wir hier auf einer Insel, wir heute verbannt, da wir Christenverfolgung, wir vielleicht am Umfang. Und du, wenn der Johannes auf eine Insel ganz apart gescheit, dort er ganz allein wir dort nicht mehr kann wir Gemeinde sein, in eine Gemeinde mithalten. Nu wir heute da allein auf der Insel und dann schreibe ich heute diese Offenbarung von Jesus und dann schreibe ich heute das Brief ab und eine Gemeinde in Pergamon. Weil wir dort einmal lesen, in der Offenbarung Kapitel 2 von Vers 12 bis Vers 17. Offenbarung Kapitel 2 von Vers 12 bis Vers 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt der hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist, und du hältst an meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der dem Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Mana und will ihm geben einen weißen Stein, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Das sagt Gott, das soll Johannes abschreiben für die Gemeinde in Pergamon. In diese Gemeinde in Pergamon, dort ist von der heute so steht nicht mal Pergamon, das ist eine Türkei in Europa, diese steht heute von der Bergama. Ich wollte gleich mal aus dieser Gemeinde kreist dann noch erst von der, aber dann heute diese Stadt Pergamon, in der wir eine Gemeinde, vielleicht heute Johannes kreist diese Gemeinde gegründet, dort wollte er nicht nehmen. In dieser Stadt, wo diese Gemeinde wir, durch heute Pergamon, das wird uns vielleicht bekannt sein, hat vielleicht einen der unter alle hier, das wird Pergamon. Das wird Pergamon, dort meint, dort wir ein Schreibmaterial, das dort verdeutet haben. Von der ersten Tag habe ich wie Papier zum Abschreiben, dort wird von Bäumen gemerkt. Tiane Tit haben dort noch nicht. Tiane Tit haben dort, wenn die heute Tieren geschlagen, vielleicht Bäuste oder irgendwas, dort das Lader drehen und dort brauchen die dann Luther zum Abschreiben, das aus wie von der dort wurden Papier haben. Und dort nahm man Pergamon. Und an dieser Stadt da wird das uitgefangen, oder da wird alle sehr viel sind dort gemerkt. Du wennst heute diese Stadt Pergamon. Und auch ein besonders, wo diese Stadt Tiane Tit hat, an dieser Stadt wird sehr viele Bibliotheken, da wir sogar die zweitgeratste Bibliothek wurde damals auf der Welt. Bibliotheken, dort sind die größte Häuser, wo in Doll Becher sind, sehr viele Becher. Und da kommen auch sehr viele Menschen an die Stadt, um da irgendwas studieren,
ihren Wissenschaften studieren oder lesen ihres Wort. Und dann noch ein Ding, wo diese Stadt ganz besonders schon Tiane Tiet. Diese Stadt Pergamon, dort wird Tiane Tiet ein größtes Religionszentrum. Und diese Stadt gibt so viele verschiedenste Tempeln, so viele Altäre gibt dort, für so viele verschiedene Götter. Die Menschen dort beten so viele Götter an. Da gibt es zum Beispiel einen Gott, dort wird der Zeus, dort wird der ratster Gott von den Griechen. Und für diesen Gott, für diesen Zeus, haben die an dieser Stadt einen großen Altar abgebaut. Das Altar sagt ein bisschen Thron aus. Du wennst an die Utleier, sagt die Pflicht auch, kreist diese Gemeinde wie an der Stadt, wo der Thron des Satans ist. Wenn kreist das ein Altar, der sagt, kreist ein Thron. Aber dann haben wir an der Stadt auch noch so viele andere Götter, wo die Menschen dort anbeten. Da wie zum Beispiel ein Gott, dort wie der Heilungsgott, dort wie Asklepios heute. Und dann kommen viele Menschen von Janeti in dieser Stadt, in den Tempel von diesem Gott, Asklepios, und wollen utfinden, aus des Götzen kann gesund werden, aus der wurden geheilt worden. Und dann gibt es da noch einen Gott der Trunkenheit, dort wie Dionysus. Und es dort haben da so viele verschiedene Götzen. Und so Gott haben da einen großen Tempel gebaut für den Kaiser von Rom, einen großen Thron für den abgebaut. Und die Menschen dürfen auch so den Kaiser anbeten, dort wie Jesus der König wird, den dürfen die auch so anbeten. Und dann ist doch, werden an dieser Stadt, wo so viele verschiedene Götzen wären und so viele heidnische Bräuche wären an dieser Stadt, an dieser Stadt gibt es doch eine Gemeinde, wo an Gott vorstellen deut und wo an Gott geläufen deut. Und in Johannes Schrift diese Gemeinde steht an Vers 12, das sagt der, da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Wer haftet schon mit zweischneidiges Schwert? Wenn wir an der Bibel so in mehrere Vers, ja wie dort so auch in Offenbarung, in Kapitel 1, Vers 16, ja wie so da ist von Jesus geschrieben, und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Jesus selbst hat das scharfe Schwert, das Wort von Jesus, das als Gottes Wort. Und hier sagt Johannes ganz klar, Gott hat das Schwert an seine Hand, oder Jesus hat das Schwert. Und das wie ein Trost für diese Gemeinde, wenn wir uns feststellen, wo wir diese Gemeinde anmelden von einer Stadt, wo alle anderen Menschen fremde Götzen anbeten deuten, und doch konnte so eine gotthafte Macht. Und die Jahre Titon, die dort an dieser Stadt auch so mit, wenn die haben einen frischen König oder ein frischer Regierungsbeamter, der nicht soll frisch regieren für ein paar Jahre, oder wird ärmer, wenn die eingesetzt wird, dann wird diesen König oder wie immer durch den Namen deuten wird, ein größtes Schwert geben, zweischneidiges Schwert wird den geben. Und dort wird ein Täten für den nicht heute macht, nicht kann heute, was er wohl heute alle macht. Und nun sagt Jesus zu dieser Gemeinde, ich habe das Schwert. Nicht irgendeiner in der Welt hat das Schwert, nicht irgendeiner in der Welt hat die Macht über jün Leben, oder über dort, was die tun, sondern ich habe die Macht. Und wenn wir da denken an diese Stadt, da wird ein Mann dort gemerkt, dort sagt hier an 13. Vers, Antipas, der wird da getötet. Und dann sagt dort alle, also in der Welt habt ihr die Macht. Die Welt, die denkt jemand uns, was die Welt, wie machen ihr dort, wo die Welt, weil in der Welt ist viel stärker aus wie, und durch haben alle Macht über uns, durch haben Reichtum in ihr. Und dann sagt Jesus der Ernst, ich habe die Macht. Auch wenn wieder von der Völker nicht sollen, vielleicht voll wie uns nicht da nur, dort sitzt die Welt hat die Macht über uns, die Welt nimmt über Hund, aber Gott wird einen Dach allen richten, und Gott hat die Macht. Das wird so ein größer Trost für diese Gemeinde, dass die Konsolen. Jesus hat die Macht, nicht die Welt hat die Macht. Und dann am 13. Vers, da sagt Gott noch ein so ein tröstliches für diese Gemeinde. Gott sagte Ernst, ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Gott sagt ganz klar diese Gemeinde, Gott sagt,
diese Gemeinde jengt, wo für Troubles diese Gemeinde hat, wo für Troubles die Menschen haben, wo wir schwören dort jengt, wenn sie werden verfolgt, da wird einer wieder durchgemacht worden. Und Gott sagt, kreit, Gott sagt, wir dort jengt. Und für diese Gemeinde wird es ein so ein großer Trost, dass Gott sich dort sieht. Gott hat es nicht für jeden, und Gott hat die Menschen in dieser Gemeinde läuft, heute Tag und so, und heute sagt so. Und von der ist das Trost für uns auch noch einmal. In Johannes Kapitel 10, Vers 27, da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmer mehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus durchhand uns von der Kreuze geht, heute wollt wir uns dort geht. In Matthäus Kapitel 28, Vers 20 sagt Jesus, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das habe ich auch von der für uns Kreuze aus Tröst und nehmen. Gott sieht uns, und Gott wird auch kreit, wo wir wohnen, Gott wird kreit, wer uns dort jeden, wer die Menschen rund um uns sind, wer wir uns freuen. Gott ist bei uns und er sieht kreit unsere Troubles. Wort für ein Tröst wird nicht für Jahre Zeit, und von der, besonders wenn wir vielleicht Troubles haben, ist es auch ein größer Trost für uns, dass Gott haft uns nicht für jeden, und Gott sieht uns. Und dann wieder sagt Gott zu dieser Gemeinde, einzige Ding, was am wichtig wäre für diese Gemeinde, von Vers 13 bis Vers 17. Einmal an Vers 13, das erste sagt Jesus der Ernt, heute die Gemeinde ihr schmuluven, heute sagt die Gemeinde, wo die Gemeinde gehört habt. An Vers 13, da sagt Jesus der Ernt, und du hältst an meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Das wir ein Lob für die Gemeinde Gott sieht dort diese Gemeinde durchhält und mich fast, auch wenn die Verfolgung anfängt, Antipas, der wird all durchgemerkt, dass wie einer wird den Glauben an Jesus nicht verleugnet hat, und hält an den Glauben fast, auch wenn sie am Verfolgen deuten. Und die Gemeinde Ostseite sagt, dass der Sud und so jeden entschafft, die ganze Welt schafft jeden End, da sind so viele Götzen. Und doch hält diese Gemeinde an Jesus fast, so den Glauben nicht verlieren. Und sie luten sich auch nicht verlocken von rundum Ernt, sollen sie all die schmackgegrößte Tempels der Welt, die habt Geld, die habt Macht. Da kommen so viele Menschen und die haben so viele Fiestas, luten sich dort schön gut mit ihren Götzen und alles. Sie luten sich nicht verlocken, sondern sie hören Furcht an Jesus. Und ich dachte, nur wenn wir das mit unserer Gemeinde verlegen, haben wir uns alle die Frage stellen, wer ist das bei uns? Wenn wir an Jesus hier leben, und Jesus angenommen haben, dann hier wie auch die Gemeinde von Jesus. Und wir wohnen auch noch gerade an dieser Welt. Man muss ja sein, wir wohnen auch gerade da, wo der Thron des Satans ist. Wir haben dort Bibel stehen, da sagt dort, der Satan durchherrscht an dieser Welt eine Finsternis. Und wir wohnen auch gerade da, wo der Thron des Satans ist, so viele verschiedene Götter, Religionen und Götzen sind rund um uns. Und wir erst dort hören wir dann auch noch und Jesus sie nun fast, da wir den Glauben nicht verlieren, kriegt es diese Gemeinde dort hier dort, oder wir würden uns dort gehen. Wenn hier in dieser Gemeinde in Pergamon, da werden auch nicht alle, die den Glauben festhüllen. Dort haben wir hier sein, in Vers 14 und 15. Da sagt Gott der Gemeinde, wird nicht so schön ist, ein Tadel, wo man kann sagen, wie es trägt. In Vers 14 sagt Gott der Gemeinde, einiges habe ich gegen dich, du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten. In Vers 15 sagt Gott, so hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Was sind das verlieren, was diese Menschen angenommen haben? An diese Gemeinde wären Menschen, die diese Lehren annehmen. Was wären das verlieren, oder was wären das für Sachen, die sie angenommen haben? Das ja wie sollen in dem Alten Testament von Biliam, da wir auf eine Stelle schon das Volk Israel wundert ihr durch die Wüste, da wollen in Kanaan reisen, nicht schon an eine Stadt nun oder an ein Volk von dem König Balak.
Und der König Balak, der hat Angst, der dachte, wenn die Israeliten hier durchkommen, die werden uns alles wegnehmen, die werden uns ganz tenuscht merken. In andere des König Balak, den Biliam Leute holen, weil bei den so viel Geld an, und sie, das Biliam, der soll das Volk Israel verfluchen. Der soll uns einfach verfluchen, dass Gott das Volk verluten wird, dass das Volk allein wir, und dann würden solche Gott das Volk Israel annehmen. Gott, da sieht Biliam dort erstlich auf, dass Biliam dort nicht tut, über Biliam dort dann da, und dann über aus Biliam da, wie in das Volk verfluchen will, dann kann er dort nicht verfluchen, heute kann das Volk bloß segnen. Heute kann das Volk nur schlechtes nicht sein, nur schlechtes wünschen oder verfluchen. Und dann aus der König Balak dort sagt, dort Biliam kann das Volk nicht verfluchen, heute kann er bloß sehen. Und dann über seht Biliam den Balak und Ruth. Und dort haben wir in 4. Mose Kapitel 24 nu sein, weil wir da steht, wir lesen 4. Mose Kapitel 24 von Vers 1 bis Vers 2. 4. Mose Kapitel 24 Vers 1 bis Vers 2. Was dort nicht geschafft hat mit dem Fluch, dann Leuten soll sich was anderes anfohlen. Und dort steht hier dann beschrieben. Und Israel lagerte in Schittim. Da fing das Volk an zu hören mit den Töchtern der Moabiter. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter. Und das Volk aß und betete ihre Götter an. Dort schob nicht, dort sie konnte das Volk verfluchen, ob den war ich heute Feind dort nicht angeschrien. Und dann deuten sie ganz andere Weich. Ob uns können sie da haben, sie deuten sich freundlich, so deuten sie, es waren so die Freund werden von dem Volk Israel. Sie krören ernten, sich eine Hüs zum Eten, zum Feste feiern, zum Typ Schönguns haben. Und sie dort schaut dann. Sie können Gott von dem Volk nicht fortbringen, aber sie krören das Volk und dann probieren sie so, das Volk von Gott wegzubringen. Das wie die Lehre wird von Biliam wir. Und dann sagt es hier noch eine Offenbarung. Da werden auch Söhne, wird eine Lehre von Nikolaiten vorstellen deuten. Die Lehre der Nikolaiten, dort seien die Utleiers, dort werden Söhne, wird zu dieser Zeit kriegt abschäumen, die deuten die Gnut verdrehen, die haben sich beziert und haben den Glauben an Jesus angenommen. Und dann, nu verdrehen soll die Gnut, da werden Söhne, die sehen, wir haben ja uns beziert, dort ist uns Geisten, unsere Seele, dort ist Rat, und uns Körper, dort ist ganz apart. Wo uns Körper det, dort det uns noch nicht ut, dort ist ganz apart. So, wir haben uns nicht beziert, wir sind Rat, und der Körper, der kann den Worte wählen, der kann singen, der kann den irgendwo, dort det noch nicht ut, dort ist ganz apart, der Körper, der stirbt und der verfühlt alle Müll, also dort det noch nicht ut. Und diese Menschen, die brücken die Gnut, die sehen die Gnut, die Deite sind einfach tot, dort war noch nicht, wir können den Wort wie wollen. Und wir können so in dieser Gemeinde in Pergamon, da werden von dieser Bett lehren. Da werden Söhne, wo sie dachten, nur der tut noch, wir können auch wenn wir Jesus nur fallen, wir können du werden auch ein bisschen Freund mit der Welt sein, wir können mit der Welt mitgehen, mit Ernte Fiestas feiern und uns Luten scheuen gehen. Und dann werden doch Söhne, die sehen, ein bisschen schut noch, das war das nicht. Wir sind beziert und gerat, Jesus hat uns alles vergeben, wird uns helfen, das wieder nicht ut, ein bisschen schut noch nicht. Hier haben wir so in dieser Gemeinde eine Offenbarung. Hier haben der Feind einmal an aus dem Brillen da läuft. Heute merkt er ein Christ dort, er wollte Menschen anängsten, dort sie sich von Gott lösen sollen. Und dann dort redet er noch nicht zu. Heute sagt den Menschen, die Höllen, du werden unglauben Fuß, und wann heute wirst du dort merken dort. Und dann kommen heute an aus Engel des Lichts. Heute dort sich so Freund, heute wollen bitte mit ihren Freund sein, ein bisschen verlocken sie es dort. Und gerade zuerst von der wie uns, der Feind, der kommt nach Mul an aus Brillen da läuft, dort haben wir an 1. Petrus sein, und dann 2. Korinther, da sagt er, dort der Feind nach Mul an kommt aus Engel des Lichts. Nach Mul im Bett mit der Welt merken, ist ja nicht so schlimm, es ist dort versät der Feind auf mehrere Wege, versuchen wir in dieser Gemeinde, und gerade wird er bei uns dort auch versehen, uns von Glauben aufzuziehen. Mul auf den Weg und Mul auf den anderen Weg. An Vers 16 haben wir nicht so, da sagt Gott der Ernt, tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen
und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Und mich hier abholen wir dort Gott, der ganze Gemeinde sagt, tue Buße. Nicht bloß da wird ein Sünde gefallen sein, wird eine falsche Lehre angenommen, sondern sie sollen alle Buße tun. Und dann stellt mir die Frage, wer ist es, macht wir alle Buße tun oder nicht? Oder macht wir bloß Buße tun, wenn wir sündigt haben, oder wer ist es mit der andere? Und ich dachte, wir machen alle immer ruhig sein zum Buße tun. Vielleicht, sei wir an Sünde gefallen, dann macht wir Buße tun, oder vielleicht haben wir dort einfach mit uns sollen, würde andere Schwester die Gnut verdreht haben, und haben da nichts tun, damit wir auch Buße tun, wie man alle Typ, mit wir einfach sollen ans Rente hüllen, und jenen sie dich auch zu ermahnen, dort wie alle Typ worden kann, vorstehen aus ganzer Gemeinde. Das wird hier im Pergamon so, und ich denke, das ist von der für uns noch nicht anders, das ist für uns von der noch Kreuzes dort. Und dann in Vers 17, no, im Vers 16 Kreuz, da sagt Gott, wenn sie nicht Buße tun, dann wird Gott immer kommen mit dem Schwert meines Mundes. In Offenbarung Kapitel 19, Vers 15. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Hier wird es für allen sichtbar, wann Gott wird die Welt richten. Für die wird ein Sinn sein gefallen, wird es sichtbar, auch für die ganze Welt wird es sichtbar. Alle werden dort sein, dort Gott haftet schwert. Nicht Jana wird im Pergamon regiert, haftet schwert, und nicht da wird von der regieren, wird von der so sieht, wird die Macht haben an uns lohnt, an unsere Welt. Nicht durch haben die Macht wird wirklich einteilt, sondern Gott hat die Macht, um ein Wort dort zu sollen gehen, dort Gott die Macht hat, und nicht die Welt. In Vers 17 ja wie dann sollen, da es für die wird vorstellen und Gott sie nun, wer überwindet, zeichnet, wer an Jesus sie nun vorstellt und den Glauben nicht verlegt, den wird Gott einen Siegespreis geben. Hier sagt er, dem will ich geben von dem verborgenen Manna. In Johannes Kapitel 6, Vers 51. Johannes Kapitel 6, Vers 51. Da sagt Jesus, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Hier sagt Jesus selbst, dort heute das Brot ist, heute ist für uns das Manna. Und wenn wir überwinden, wenn wir und Jesus ihn nun vorstellen und den Glauben nicht verlieren, wenn wir bei Jesus blieben, dann können wir hier auf Erde von dem Manna haben, dort meint wir können Gemeinschaft mit Jesus haben, und auch eine ganze Ewigkeit, weil wir von dem verborgenen Manna haben, wir wollen eine Ewigkeit mit Jesus töb sein und mit Jesus Gemeinschaft haben. Und dann ist über noch ein Siegespreis oder ein Preis, wo Jesus der Gemeinde sagt, wer überwinden wird. Und dort ist ein Witterstein. Die Jahre Zeit, wie dort so mit, wenn du ihn gerecht wurden, dann hat der Rechter einen Wittenstein und einen schwarzen Stein. Wenn dann einer da wieder wie angeklagt hat, was tun, und dann durch der Rechter dort dann besäulen und beurteilen, und wenn heute den dann einen Wittenstein gab, dort meint, weil wir frei sprechen, weil wir frei, weil hat keine Schuld. Und wenn heute den über einen schwarzen Stein gab, dort meint, weil wir schuldig, weil muss ein Karzer nennen, oder die Todesstrafe wird einmal dann wir. Und hier sagt es, wenn wir überwinden, wird Gott uns einen Wittenstein geben. Dort meint, wir sind frei sprechen, der Gnut von Jesus. Haben wir keine Schuld mehr, Jesus hat die Schuld für uns gedrückt. Und dann noch ein Bild, wo das Witterstein überhaft. Dort erst, dort ja, wir sollen dort die Oktiane-Tit mit, wenn du ihren Sport holen, ihren Deport ist, vielleicht eine Wahr dran oder eine Wahr hupsen werdet, wie du hupsen kannst, oder wird einmal dort wir. Da ihr Werner, wer dann gewonnen hat, an das Sport, Bitzrich und Wittenstein. Und das Witterstein, dort wir für den ein Beweis, hinter den Games oder hinter den Sport, haben durch Töpen in ihren Wort, in all den Worten Wittenstein haben, was gewonnen haben, die können dann nennen, die können das Wittenstein abwiesen,
zum Wiesen, ich habe auch der Höhlen, ich habe gewonnen, und ich kann dann auch wie das festmerken, und auch von das Festmahl eten. Und so wird dort auch sein, in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 11, da sagt Petrus uns, wenn wir vorstellen und Jesus, dann wird uns der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus reichlich gewährt werden. Wenn wir diese Vers hier nehmen, wie sein, wenn wir den Glauben und Gott vorstellen und sie nun nicht verlehen, dann wird uns der Eingang in Jesus in reichlich gewährt worden. Dann wollen wir auch das steuern haben, dass wir wollten, wir können auch an der Himmel rechnen, wir können ewig bei Jesus sein. Wort für ein Tröst, Wort erst nicht für jene Gemeinde, die jene Tietje war, an der Bedrängnis, wo sie werden, in der Situation, wo sie leben. Und zum Schluss will ich über noch das Vers lesen, die Offenbarung, Kapitel 12, Vers 17, noch ein Einzige. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist nicht bloß für jene Gemeinde da geschrieben, für die Gemeinde in Pergamon. Hier sagt das ist auch für alle Gemeinden geschrieben, das ist auch für uns geschrieben. Und du, wenn's mir das auch wichtig, und ich doch eben nu, wer wir uns auch gewordenen Luten, kriegt diese Gemeinde hier, dort wir nicht die Lehren verdrehen, oder falsche Lehren annehmen, und dort wir den Glauben und Jesus vorstellen, dort wie Gott sie nun, dort wir den Glauben und Gott sie nun vorstellen, und uns von dort nicht lösen sein. Ich wünsche, dass wir uns eine Müttersprechung sein, dort wir uns ein Vorbild nehmen von der Gemeinde in Pergamon, und uns auch dort wohnen, luten, in Verweich gehen. Wir werden noch Abstunden beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Tag, wo du uns geschenkt hast. Ich danke dir für deine Gnut, wo du für uns hast und du bist für unsere Sünden gestorben. Ich danke dir auch für die Bräu, wo du hast Luden abgeschrieben, für die Gemeinde Storn, wo dort diese Bräu für uns von der ersten Tag noch kreuze gültig sind, Herr Jesus. Bitte halb uns dort wie, weil ich dort die Hort nehmen und dort wie auch dem Wort an uns Hort wirken luten. Amen. Singen wir noch Nummer 352. Nummer 352. Gott, gib mir deinen Geist zum Beten ohne Unterlass. Getrost im Glauben hinzutreten, wenn ich dein Wort mit Freuden fass. Und auch im Glauben hinzuknien, wenn ich in Furcht und Jammer bin. Im Schrecken über meine Sünde sei dies mein Ruf, erbarme dich, so oft ich mich so schwach empfinde, sei dies mein Seufzer, stärke mich, sing ich, so werde dies mein Flehen, Herr, hilf, sonst muss ich untergehen. Fühlt Seel und Leib ein Wohlergehen, so treibt es mich zum Dank dafür. Lässt du mich deine Werke sehen, so sei mein Rühmen stets von dir. Und find ich in der Welt nicht Ruhe, so steigt mein Sehnen Himmel zu. Ist der Versucher in der Nähe, so lehr mich ihn im Beten fliehen. Wenn ich den Bruder leiden sehe,
Schluss vielleicht noch ein Vers lesen aus der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 17 und 18. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wer will noch ans Haupteigen zum Schlussgebet? Herr Jesus, ich danke dir, dass du alle Macht hast, wann du von der vielleicht auch fern üze, dort der Welt die Macht hat, wo am Schluss war wie doch sein, dass du die Macht hast. Ich will die beten, dass die uns von der Busch sehen, dass wir können über den Wort nur denken, dass wir können uns geistlich erbühen. Bitte segne von der diesen Tag wieder. Amen. Dann selber nie entluden.